Weißt du, wo wir in der Bibel lesen, dass Jesus am meisten Freude hatte? Das lesen wir im Lukas 10. Ich gebe dir kurz den Kontext. Und zwar hat er die Jünger ausgeschickt, 70 Jünger hat er ausgeschickt, in die umliegenden Dörfer das Reich Gottes zu verkünden, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Die Jünger kommen zurück und sagen: Herr, sogar Dämonen haben auf uns gelassen und sind ausgefahren, wenn wir in deinem Namen geboten haben. Und nachher kommt es, sagt Jesus, steht, da brach Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, in Jubel aus. Er hat gemerkt, dass etwas passiert. Jesus hat gemerkt, jetzt passiert etwas, das Reich Gottes bricht rein. Das ist nämlich das, was Jesus hat gesagt. Ganz am Anfang von seinem Wirken hat er gesagt, ich bin da, um das Reich Gottes zu verkünden. Ich bin da, um Gefangene zu befreien. Lesen wir in Lukas 4. Und genau das passiert. Jesus hat nicht gesagt, ich möchte Freiheit bringen, ich möchte Befreiung bringen, wenn es nicht auch eine Gefangenschaft gibt. Ja, wenn wir um uns herum schauen, sehen wir ja das, dass Menschen gefangen sind. Manchmal sind Menschen gefangen von sich selber, weil sie nur für ihre Ehre arbeiten. Dann gibt es solche, die sind gefangen von Meinungen von anderen. Dann gibt es Menschen, die sind gefangen durch materielle Sachen, durch Geld. Aber dann gibt es auch hier, bei uns, gibt es Menschen, die gefangen sind mit dämonischen Geistern. Ja, das ist richtig gehört. Das gibt es auch bei uns, hier in der Schweiz. Aber es ist so schön zu wissen, dass Jesus sagt, ich bin da, ich bin gekommen, um Freiheit zu bringen. Freiheit. Dich zu befreien von all diesen Abhängigkeiten. In Markus 16 sagt Jesus am Schluss von der Jünger aussenden, sagt, geht und treibt Dämonen aus in meinem Namen. Wo ich möchte nicht, dass Menschen in der Gefangenschaft leben. Und was wir erleben dürfen, jedes Mal, wenn Menschen frei werden, kommt so eine Freude in die Menschen hinein. Und weisst, die Freude teilt auch Jesus. So wie er dann zumal gejubelt hat, jubelt er auch heute bei jedem Menschen, der frei wird. Hey, wenn du merkst, dass du irgendetwas in deinem Leben hast, das nicht frei ist, dann bringst du Jesus. Und wenn du merkst, du bist total frei, dann fang an, Menschen um dich herum mit reinzunehmen in die Freiheit, die Jesus verspricht.